Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Der hat mich heute wieder bei der neuen Session rausgeworfen, bei der Sequenz, dass ich mit Ricky hierher gurk. Deswegen, ich habe hier unmittelbar auf Pause gedrückt, als ich angekommen bin. Könnte sein, dass wir jetzt noch ein paar Sachen doppelt hören, aber ich will, dass ihr nichts verpasst. Deswegen, wir sind da und machen direkt weiter. Also, übrigens auch nicht wundere, ich glaube, man kann auch wunderbar die Aufnahmetage erkennen. Dotra, erstens mal, wie die Helligkeit ist. Und wie man sieht, ist halt ein Regendach, deswegen ist es Licht da. Und die Facecam sieht ein bisschen komisch aus. Und ich glaube, man kann es auch erkennen, wie mein Bart geknüpft ist. Der steht jedes Mal ein bisschen anders ab. Okay. Mist. Schwärmer. Ich hatte gehofft, es wären keine da. Stimmt, da war ja was. Auch kein Glück. Ich glaube, das hatten wir gehört noch in der letzten Episode von wegen, dass Schwärmer hier wären. Haben wir zufällig? Ja, wir haben noch den Schalldämpfer zu 20% an der Knarre. Okay, dann versuchen wir das halt mal ein bisschen schleichig zu lösen. Also, get swifty. Warte mal. Volles Schwarze. Okay, der hat geklappt. Ich glaube, die könnten mich auch gleich sehen. Natürlich machen sie das. Halte mal der Gaul dann lassen wir das Geschleiche. Und machen halt die volle Pfund aufs Maul Arschloch-Aktion und robben dem den Kopf ab. Okay, das waren wohl Was ist alle. denn das? Bleacher? Was zur Hölle ist ein Bleacher? Hilf Ricky auf den Strommast zu klettern. Gleich. Erst mal Muni hole. Halte mal den Gaul an. Ich glaube, wir haben noch geladen, oder? Jö. Okay, ja, das hat sich doch tatsächlich gelohnt. Das ist doch Schnafte. Fast so Schnafte wie der Ugly Thorsen hier. Okay. So, was liegt denn da noch Schönes rum? Okay, um das zu reparieren, muss ich da hochklettern. Krabbler. Hast du das schon mal gemacht? Nein, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Genau. Okay, los, hilf mir hoch. Gut, bereit? Aha. 1, 2, Fertig. 3! Wenn du fällst, kann ich dich nicht mehr halten. Hey, danke! So. Ich werde mich dran erinnern. So, die erledige ich mal lieber. Nein! Das sind sie ja schon. Scheiße! Krabbler! Ich hab sie. Ja, gleich erledigt. Die? Was? Ich versuch's. Nein! Wo ist es dann, das Ding? Da ist es. Wir sensen einfach mal hier durch die Gegend. Kotzige Tier. Nein, wo kommen die dann alle her? Das erinnert mich wieder an The Last of Us. An The Last of Us war an die Mission, Scheiße, überall. Warte. wo man in dem Lagerhaus vom Typ hockt und man die ganze Freaker wegkriegen muss. Okay, also von Krabbler überrannt sogar ist echt ein hässlicher Tod. Aber halte mal eine Gaula, ich petz mal so einen Verband noch schnell rein. Stell bei der Gelegenheit noch 2 her. Und lad nochmal noch. Wo kommen sie dann wieder? Aber Maschinengewehre sind doch durchaus praktisch, um da einfach mal bei einer Reihe mal drüber zu sensen, ne? Hammers? Der nordische Gott der Ungeduld wird gleich angebetet. Der Hammers bald. Alter, mach hinne! Hier macht's wieder Geräusche. Ich glaube echt, ich steht mich einbrunze in der Situation. Weil ich finde diese Krabbler so unglaublich ekelhaft. Weil das halt mal Kinder waren. Ih, da guckt der halber durch die der raus, der Krabbelmahner. Scheißvieh. Okay, komm runter. Okay, der letzte war wohl in einem Bug. Das hat Spaß gemacht. Ja, das sollten wir unbedingt mal irgendwann wiederholen. Ja, und ich rede mit Skizzo, dass wir hier Stacheldraht anbringen müssen. Gegen die Krabbler. Das ist wieder so ein Scheißjob, den er mir gibt. Du schaffst das.
Komm, ich muss noch was überprüfen. Na gut. Voll Ricky. Können wir die Motorhaube noch öffnen? Jawohl, natürlich können wir das. Bitte hub nicht los. Nachts wäre das weniger schön. Ja, Schrott. Ja, Schrott. Gleich 2 Stück. Warte mal, wir reparieren mal das. War 5 Schrott. Na gut, aber Hauptsache unsere Waffe ist wieder intakt. Ah, da können wir noch mehr abgrasen. Ja, geil. Anscheinend hat er nur so viel genommen, wie noch an Kapazität möglich ist. Und einer kann noch hinterher geholt werden. Na, besser als in die Hose geschissen, oder? Warte mal. Da können wir doch bestimmt... Jawohl, natürlich können wir das. Also ich muss sagen, ich gucke derzeit übrigens auch auf Netflix viel Sons of Anarchy. Irgendwie ist die Serie damals total an mir vorbeigegangen. Aber jetzt, da ich Netflix habe seit einigen Monaten, ich glaube seit Februar, bin ich stark dabei, viele Serien zu gucken, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Und dazu gehört auch Sons of Anarchy. Und ich muss echt sagen, da sehe ich sehr viel verdammte Verbindungen hier. Deke generell erinnert mich sehr stark an Jax, der Vizepräsident, später Präsident vom Biker Club. Generell die Charaktere erinnern auch stark so an dieses Sons of Anarchy Feeling. Und was ich auch noch finde, ist, ja, die Parallele sind teilweise richtig deutlich zu sehen. Dieses Soldier's Eyes, als Boozer und Deke noch Lost Lake Fahrer sind, ist auch mal bei Sons of Anarchy im Abspann mal zu hören. Also sehr viele Parallele, wie ich finde. Wollte ich nur nochmal angemerkt haben, bevor es jetzt hier wieder mit Sequenz und Pipapo weitergeht. So, erstmal auf mein cooles Bike. Also, deine Lady? Okay, woher zum Teufel? Man muss nur 2 und 2 zusammenzählen, Deke. Du hast sie im Nero-Flüchtlingslager verloren, dem nördlich von Belknap. Und in letzter Zeit sehen wir überall Nero-Helis. Worauf hoffst du denn bitte? Ein Wunder? Dass sie bei Ihnen an Bord war? Sowas in der Art. War sie aber nicht. Nein, Tut mir leid. dazu. Es ist nicht der Rede wert. Lass einfach gut sein. Okay. In Bikerkreise nennt man übrigens die Frau von einem Member Old Lady. Nur so nebenbei bemerkt. Kommt bei Sons of Anarchy auch ständig vor. Ich mag die Serie irgendwie. Habe ich wirklich Gefallen dran gefunden, vor allem seit ich die Parallele zu Days Gone entdeckt habe. Obwohl das halt ein postapokalyptisch ist, aber hey, man kann nicht alles haben. So, Dela. Jetzt hat es wahrscheinlich immer eine kleine Filmsequenz gegeben. Deswegen hätte ich nur abgehackt. Wow, das hat sich rumgesprochen. Ich bin gleich soweit. Die gesamte Anlage bezieht ihren Strom von hier. Ich habe die Sicherung gezogen, damit es keinen Kurzschluss gibt. Okay. Bereit, wenn du es bist. Na schön. Na schön! Hört zu! Okay. Die letzten Monate waren hart. Da gibt's nichts schön zu reden. Uns fehlen Nahrung, Medizin, einfach alles. Doch wir haben eine Sache im Überfluss. Und ohne die ist alles andere bedeutungslos. Und das ist Vertrauen. Vor einiger Zeit kamen weitere Drifter zu uns ins Camp. Einige sagten, schmeißt sie raus. Wir haben ja nicht mal genug für uns. Und andere vertraut ihnen nicht. Heute bestätigt sich, was ich immer gesagt habe. Wir brauchen jeden. Jeden Einzelnen, der gewillt ist, hier zu sein, hier zu arbeiten und uns beim Wiederaufbau zu helfen. In den letzten paar Monaten hat Ricky genau das getan. Aber sie schafft es nicht allein. Sie braucht Hilfe. Heute Abend passiert es. Weil wir einen Drifter ins Camp gelassen haben. Und ihm Vertrauen geschenkt haben. Heute werden wir die Dunkelheit hinter uns lassen.
Danke. Oh mein Gott. Hey, jetzt mal. Ich hab da eine Flasche. Dein Stichwort. Ja, gute Nacht. Hey. Was ist passiert? Gar nichts. Komm, wir gehen zu Eddie. Das fand ich jetzt sehr schön, die Rede von Iron Mike, um ehrlich zu sein. Das hebt die Moral. Auf dem Foto, das ist sie, oder? Das ist meine Frau, ja. Blöde Frage. Tut mir leid, Dick. Nein, schon gut, sie ist schon lange tot. Muss trotzdem echt blöd sein, sich wieder Hoffnung zu machen, nur um... Ach, keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte was für dich tun. Ich wüsste da was. Was? Red nicht mehr drüber. Okay. Aber ja, wie Deke schon vorher gesagt hat, in der letzten Episode, das ganze Licht lockt auch die ganze Freaker-Art. Und damit sollte man wirklich sparsam umgehen, finde ich. Es ist schön, Elektrizität zu haben, aber die Lichter nicht übermäßig einsetzen. Das lockt nur Freaks an. Eddie? Und neidische Plünderer. Aber das Licht brennt. Ich glaube nicht, dass sie da ist. Eddie, bist du da? Na dann, ausziehen. Wie ausziehen? Zieh dein Shirt aus und setz dich. Dazu, es ist nichts. Deacon, du riskierst eine Infektion. Ich mag Ingenieurin sein, Dick. Aber das soll nicht heißen, dass... Aha, dass ich keine Wunde behandeln kann. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, wenn man bedenkt, wie du all diese Schalter und Kabel und alles gestreichelt hast. Okay, das könnte wehtun. Nur ein bisschen. Bereit? Okay. Oh, scheiße, okay. Wirklich? Nein, warum warten wir nicht, bis Eddie zurück ist, ha? Stillhalten. So, das war's. Heulsuse. Ich sagte doch, es ist nichts. Das hast du. Oh, wow. Du hast echt was abgekriegt. Ja, mehr als einmal. Scheiße, das stimmt. Woher stammt die hier? Afghanistan oder der MC oder später? Ich weiß es nicht mehr. Was ist mit der hier? Ricky, ich weiß nicht, man sagt, Eddie mag es gar nicht, wenn andere mit ihrem Kram rummachen. Ja, das habe ich auch gehört. Was ist mit der hier? Ricky. Ich bin nicht verheiratet. Okay. Komm doch einfach morgen mal vorbei. Damit Eddie dir sagen kann, wie gut ich das hier gemacht habe. Ricky, Dick, ist schon gut. Gern geschehen. Hey, Deacon? Zünde ruhig auch mal eine Kerze an. Da draußen kann es echt düster werden. Ich befürchte, dass man dadurch, dass wir im Easy Mod spielen, wäre ich wahrscheinlich verplempert habe, hier noch einmal Entscheidung zu treffen, sie jetzt entweder zu küssen oder nicht. Ich weiß es nicht, weil ich habe das so in den Gameplay-Videos damals gesehen, dass man Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel auch schon ganz am Anfang, ob ich den Kasper erschieße oder Levelos. Und ich denke, du hast man auch wahrscheinlich mehrere Optionen zur Auswahl. Ich befürchte nur, im Easy Mod komme ich da nicht dazu, die Dinge auszuwählen. Entschuldigung, da hing mal schon die ganze Zeit im Hals drin. Und ich befürchte halt einfach, dass ich hier jetzt auch wieder Optionen verpasst habe und im Easy Mod das Spiel einfach für M entscheidet, was man machen will. Ich werde es nochmal testen, wenn ich es durch habe, zocke ich es nochmal privat im normalen Mod durch. Und
Schau einfach mal, wenn ihr da mehr wisst, ihr liebe Leute, wenn ihr da einmal andere Let's Plays gesehen habt von anderen Leuten, gebt doch einfach mal Bescheid, ob hier Optionen möglich sind, die ich auswählen kann. Und gerade auch bei der Szene jetzt was möglich war. Und ich befürchte, dass Gizzo wird's gegen uns verwenden, was er da gesehen hat. Naja, der Job ist auf jeden Fall gemacht. Beim Eise Michel gibt es dann mal 400 Vertrauer. Verdienter Lebensunterhalt ist zu 100%. Das ist doch cool, also Bußer darf wohl bleiben. Jo, das ist durch. Gibt ihr individuelles Design bzw. individueller Akzent, verdienter Lebensunterhalt. Kann man sich auch mal angucken, wenn wir wieder bei Copeland sind. Etwas für seine Seele. Sprich mit Eddie. Und ja, bei den MCs, also bei den Motorcycle Clubs, ist es anscheinend auch üblich, dass die sich ihr Logo auf der Rücke tätowieren lassen. Busa, unser einziger Gast. Charaktere. Ihr wart echt wie Bruder und Schwester. Sammelobjekt. Aber es hat noch einen Fertigkeitspunkt gegeben und dann organisieren wir uns doch gleich einmal. Und zwar gibt es auch hier die gierige, tolle Fähigkeiten. Verbessert sofortige Erholung. Ah ne, Moment, da muss ich noch einer vorher investieren. Geringen Gesundheit und zusätzlichen Adrenalinstoß. Abklingzeit. Okay, das habe ich mir jetzt schon geholt. Das fand ich nämlich wichtig. Doppelt so viele Pflanzen. Anzeigedauer von Symbolen der Überlebenssicht. Das kann eigentlich auch nicht schaden. Der Alchemist verbessert die sofortige Erholung von bla bla bla. Ausdauer, Regenerationsrate. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall skillen. Und Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest, ist auch ziemlich cool. Ausdauer, Wiederherstellung. Ich weiß das nicht mehr. Aber, es sei denn, ich finde hier nichts Besseres. Erledige kleinere Gegner, mit denen du dich aus dem Kampf befreien konntest. Verbessere die sofortige Erholung, Wirkungsdauer eines Ausdauercocktails. Was gibt's denn dort Tolles noch? Okay, das ist eigentlich ganz cool, was man hier noch so Schönes kriegt. Und auf oberster Stufe. Auf schwere Freaker. Huiuiui, das ist auch nicht schlecht. Stiefelmesser-Kombos richten doppelten Schaden an. Kritische Treffer oder Eliminierung. Gar nicht mal so schlecht. Okay, dann machen wir hier. Hier. Das nennen wir jetzt mal. Befreiungskünstler. Töte deinen Angreifer, indem du Dreieck drückst, wenn du dich aus einem Kampf befreien konntest. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und auf Stufe 2 gibt es dann Schade mit Nahkampfwaffe. Das sollte ich mal machen. Und Ausdauer noch einer Nahkampfeliminierung. Und längere Kombos. Das ist eigentlich ziemlich cool, was man da noch machen kann. Sollte ich machen, da ich auch relativ häufig mit meiner Nahkampfwaffe attackiere. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, dann sprechen wir doch mal mit der guten Adi. Safe House ist dort drüber, auch nicht schlecht, auch nicht unbedingt schlecht zu wissen. Wir scheinen wohl morgens zu haben, ach ganz gut, weil ich bin nachts auch gern unterwegs wegen all dem Xocks. So, jetzt schauen wir mal, was hier kommt. Adi, Hey Deacon, wie kann ich dir helfen? es ist Busa. Ist er okay? Ja, nein, ist er nicht. Er ist nicht krank oder so, es ist nur... Tja, ich sagte dir ja, dass es eine große Umstellung wird. Hast du irgendwelche Pillen da? Antidepressiva oder sowas? Nein. Sorry. Okay. Warte. Ich weiß, was passiert ist. Wie er die Kerle verfolgt hat, die die Hunde getötet haben. Ja, und das hätte uns beinahe selbst umgebracht. Tja, vielleicht ist das die Antwort. Dass er uns beinahe umgebracht hat? Also, was liebt William so sehr, dass er sein eigenes Leben dafür riskiert? Er braucht nichts, um seinen Körper zu heilen. Er braucht etwas für seine Seele. Verstehe. Danke, Eddie. Ja, so sieht's wohl aus. Sorry, ihr liebe Leute, falls in der Szene jetzt ein kurzer Schnitt drin war. Ich habe mich dermaßen verschluckt, dass mir die Tränen gekommen sind. Und wow, das hätten eine höhere Wolle, geschweige denn einer durch die Facecam sehen wolle. Igitt. So, 1250 Vertrauer gibt's da noch. Das ist kein Leben zu 56%. Ja. Also Busa braucht auf jeden Fall einen Sinn. Bin ich auch definitiv dafür. Und wir verticken hier nochmal unser Beute. Bleacher. Keine Ahnung, was das für welche sind.
Ja, tja, das hast du falsch gehört. Ich gebe einen Scheiß auf Nero oder Helios oder sonst was. Sorry, Mann. Nicht gleich ausflippen. Ich meine... Halt die Schnauze. Okay, ich weiß. So. Hey, Dick. Hi ho. Oh mein Gott, Deacon. Ich habe gehört, dank dir geht das Licht wieder. Oh, vielen, vielen Dank. Okay, ich guck doch gerade noch mal ein bisschen rein. Stimmt gar nicht, es war Ricky. Du solltest ihr dafür danken. Ricky, ich könnte sie küssen. Sag das nicht Bree. So, okay. Bitte schön. Ja, holen uns doch mal richtige Schalldämpfer jetzt. Sehr schön. Das ist doch schon besser. Natürlich ist es Okay. besser. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. So. Schalldämpfer brauchen wir. Hier genauso. Und hier der neue. So. Habe ich derzeit irgendeine Quest? Die wird wahrscheinlich jetzt schon aktiv, wenn ich auf Spike steige. Lass dich mal öfter blicken. Oh jo. So, wo wollen wir dann hier? Ich habe beim Tierschutz... Ja, okay, irgendjemand hat beim Tierschutz. Das Ende der Welt. Ah, ja, da ist... Ich könnte mal gucken, dass ich beim Alters Sägewerk mich möglicherweise um die Nero-Station mal kümmere. Ohne jetzt direkt die Horde auf mich zu werfen. Deswegen ist tagsüber vielleicht nicht schlecht, wenn ich auf Freaker unterwegs bin. Alkai, hey, hörst du mich? Alkai, kommen. Verdammt, jemand muss ihn suchen. Bei der Grabung. Oh. Okay, Tucker. Wie läuft's bei dir, Tucker? Ich dachte, ich wäre euch erst mal los. Und Wölfe sind hier in der Umgebung. Großartig. Okay, warte mal. Halte mal der Gaul A. Du hast das Bist du Sägewerk. da? Ja, Adi. Hey, hör mal. Ein Patient von mir hat uns gehört. Er hat einen gesunden Hund gesehen. Okay, ich höre. Südlich von Shermans Camp liegt eine Anlage. Ein paar Hütten im Wald. Weißt du, welche ich meine? Nein. Okay, sie liegt am Santiam Highway, der zum alten Sägewerk führt. Und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen wegen Oh, der Horde. Bär. Ja, als ihr einen Tag lang unterwegs wart. Zum Damm. Oh ja, okay. Ich weiß, wo du meinst. Okay, cool. Ich war ja sowieso gerade auf dem Weg zum Alters Sägewerk. Das heißt, das ist da eigentlich direkt um die Ecke. Beziehungsweise mag Nick, hey, wenn du die Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Ich muss mit dir reden. den Nero-Kontrollpunkt erstmal Ricky, machen. Okay, ich bin auf dem Weg, dicken Ende. Okay, neue Job gibt's auch noch. Kopfgeldjagd. Ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich park dann heute hier erstmal beim Nero-Kontrollpunkt vom Alters Sägewerk. Leck mich allerdings nicht hier mit der Horde an, garantiert nicht. Sondern ich versuche hier eher nochmal einen Schnellreisepunkt freizuschalten. Dann könnten wir übermorgen hier, das ist kein Leben, ganz wie du willst, finde einen gesunden Hund in Angriff nehmen. Und dann noch die Kopfgeldjagd. Aber erst einmal den Nero-Kontrollpunkt, da sollten wir aber wirklich jedes störende Element mit Lautsprecher und so weiter eliminieren, weil wenn die Horde auf uns aufmerksam wird, na, dann braucht Mahlzeit, dann können wir uns genauso gut eintüten lassen. So. Unser Iron Bike wird erstmal hier auf der Straße gelost. Und dann schauen wir mal, können wir eigentlich... dadurch erstmal mehr Kapazität haben, können wir jetzt auf dem Krust mehr holen. Okay. Halte mal eine Gaul, da kommen wir nicht rüber. Also zumindest da rüber kraxeln und klettern möchte ich. Aber da kommen wir da anscheinend nicht durch, ne? Hier vielleicht. Nee, da kommt da auch nicht drüber. Ist ja irgendwo ein Riss drin oder so ein Spaß? Im Zaun. Sieht nicht so aus. Moment, hier wird noch was. Da wird noch ein Kadaver angezeigt. Gibt's noch eine Schachtel mit Nägeln und eine IPK-Technologie. Okay. Nehme ich alles. Aber okay, warte mal. Dann war das wohl anders. Cool. Also landschaftlich ist es echt geil. Oregon muss richtig cool sein, landschaftlich. Ist bestimmt so ein Bike-Urlaub wert. So genau, dann geht es nämlich über die Holzstapel hier rein. Und teilweise bis in die alte Sägemühle selber noch rein. Ne? Da jetzt aber ganz, ganz leise.
Weil ich nicht weiß, wie viele Freaker hier unterwegs sind. Und von so in den Nero-Kontrollpunkt. Alle hopp, dann will ich das sagen, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir uns dann um den Nero-Kontrollpunkt kümmern werden. Hier sind wir einigermaßen in Sichtschutz. Ich denke, da kann ich jetzt meinen Cut machen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Das wird bestimmt spannend und spaßig. Iron Yankee.